Salut zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode vom Unsafe Release, eurem Schweizer F1 Podcast mit euch noch Hosts, dem Kasel und dem Simi. Ja, ihr habt richtig gehört, der Simi ist wieder einmal mehr am Start. Er tut den Schubs ersetzen, weil der Schubs ist im Militär und kann somit keine neue Episode mit mir aufnehmen. Schon mal ein dickes Dankeschön an dieser Stelle an Simi, dass er eingesprungen ist. Wir reden heute über den Monaco Grand Prix, der schon ein paar Wochen her ist, sowie auch über den Spanien Grand Prix, respektive den in Catalunya in Barcelona. Zusätzlich sind wir recht oft ein bisschen vom Thema abgekommen und wir haben natürlich auch ein paar spannende News, die abseits von der Strecke herum sind und passiert sind. Darum, falls euch der Podcast gefällt, könnt ihr ihn doch gerne bewerten, könnt ihn auch gerne mit eurer Familie und mit euren Kollegen teilen, so würdet ihr uns sehr supporten. Und somit wünsche ich euch viel Spass und wie immer eine gute Unterhaltung. Ja, wir legen los mit der heutigen neuen Unsafe Release Episode. Und ja, zuerst mal wieder ein dickes Dankeschön geht raus an Simi. Danke Simi, dass du wieder am Start bist und den Monsieur Schäuber ersetzen. Zuerst mal guten Tag an dieser Stelle. Ja, recht guten Tag auch. Oh, ja, schön. Ja, danke. Wir reden heute über Monaco sicher mal, weil das ist noch das Rennen, das wir noch nicht angesprochen haben, sowie auch über Spanien. Das war das letzte Rennen gewesen. Wir sind ja jetzt kurz vor dem Österreich Grand Prix, wir haben heute den 25.06. Das ist nicht nur ein Zahltag, sondern auch eben gerade das Wochenende, wo Österreich losgeht. Darum, wir müssen jetzt ein bisschen zurückreisen, was alles passiert ist in der Vergangenheit in der Formel 1. Und wir sind kurz vor dem Monaco Grand Prix. Dort hat es nämlich ein bisschen eine Regeländerung gegeben bezüglich Energiemanagement bzw. der Energieabgabe. Dort war es eben so gewesen, dass Monaco ja halt relativ eng ist und halt ja nicht so der Topspeed gefahren werden wie auf einer normalen Strecke. Und die FIA hat dann beschlossen, weil es sonst zu gefährlich wäre, dass man die Geschwindigkeit reduzieren. Und das haben sie eigentlich so gemacht, dass einfach die elektrische Leistung reduziert wurde ist ab gewissen km/h oder Geschwindigkeit schlussendlich. Das heisst, bei 200 km/h ist dann die Elektroeinheit reduziert worden. Also man hat dann weniger Leistung aus dem Elektromotor bekommen. Und ab 300 km/h ist sie dann komplett abgeschaltet worden. Und danach ist man eigentlich nur noch mit dem Verbrenner gefahren. Das gibt es tatsächlich schon auf den normalen Rennstrecken, ist aber wesentlich höher. Dort reden wir dann von 290 km/h, wo es reduziert wird. Und ab 345 haben wir, glaube ich, vorher nachher gelesen, ja, oder geschaut, dort wird es dann komplett abgeschaltet. Jetzt, Simi, wie sinnvoll hast du die Regel gefunden? Gut, bei schlecht sehe ich Hülkenberg. Ja, sei mal dahingestellt. Ich meine, in den Zeiten von der heutigen Formel 1 geht es ja mehr um Sicherheit, ob man das jetzt wirklich hätte müssen machen oder nicht. I doubt it. Also ich hatte das Gefühl, man hätte sie fahren können. Die Fahrer wissen, was sie machen. Klar, es gibt die Highspeed-Stelle dort beim Tunnel, wo du vor allem auf der Topspeed kommst. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass du dort einen riesen Crash nachher hättest, weil du viel zu schnell bist, glaube ich, jetzt wäre nicht so groß gewesen. Die sind alles gute Fahrer, bis auf Lance Stroll. Und entsprechend hätte ich gedacht, das wäre schon gegangen. Aber sie haben es jetzt halt so entschieden. Und nichtsdestotrotz, es hat nicht so schlecht ausgesehen von dem, obwohl es auch ein bisschen früh gedrosselt worden ist. Okay, ja, also ich bin jetzt gerade mal noch kurz am Schauen, was Topspeed ist in Monaco, jetzt das, also beziehungsweise in Monaco, das war 290 km/h. Von Max Verstappen tatsächlich. Also sprich, die 300 km haben es gar nicht erreicht, dass sie überhaupt eigentlich den Elektroanteil abschalten oder abgeschaltet worden ist. Ich persönlich finde es aber eigentlich schon auch irgendwo durch sinnvoll, dass man so einen Move macht, eben halt Sicherheit zuerst. Die vielleicht Ecclestone-Anhänger sind, würden sagen, ja, Motorsport ist dangerous. Aber ja, muss man es unbedingt provozieren? Keine Ahnung. Eben auf dieser Strecke ist es nicht möglich gewesen. Ich glaube, das Überholmanöver haben wir ja eigentlich auch nicht wahnsinnig viel gesehen. Es ist schon relativ überschaubar gewesen. Aber das war ja Monaco nie gewesen, dass es irgendwie bekannt dafür war, dass es viel Overtakes gegeben hat. Ja, was mir einfach ein bisschen den Vorteil hatten, ist durch das Energiemanagement, das es gegeben hat, dass eigentlich im Qualifying hat man eigentlich immer Vollgas geben und musste irgendwie auch von Batterie managen, was ja doch die Fahrer ein bisschen so
an die Grenze gebracht hat. Ich weiß gar nicht, hat es beim Qualifying einen Crash gegeben? Jetzt bin ich selber wieder überfragt, ich weiß es nicht. Das ist wieder zu lang her. Also so aus dem Bauchgefühl raus würde ich sagen Lance Stroll. Aber ich glaube es nicht einmal, dass Stroll hat... der Hadjar hat in einem Training einen Crash gemacht, das weiß ich. Weil ich habe nämlich eingeschaltet und dann habe ich dir geschrieben, so perfekte Schalt sein und dann denke ich, ist gerade der Hadjar in der Wand drin. Dann habe ich wieder weggeschaltet. Aber... Ich muss gerade überlegen, aber ich meinte... Nein, das ist alles... Das Q3 ist alles gesittet über die Bühne gegangen, ja. Ich weiss es eben wirklich nicht einmal mehr. Ich weiss es wirklich nicht. Aber ja, grundsätzlich ist ja das Qualifying in Monaco immer das Spannendste am ganzen Wochenende. Aber wie gesagt, das Rennen ist ja weniger spannend. Das Rennen an sich, wenn wir gerade dort reingehen, was sind so deine Highlights gewesen? Was kommt da gerade spontan sind? Also... Dass ich meinem Kollegen, der neu mit Formel 1 angefangen hat, alles erklären durfte. Das ja, okay. ist mein Highlight. Das ist ein riesen Highlight, ja. Ein riesen Highlight. Es ist schwierig zu sagen. Also, es ist halt Monaco. Ja. Also klar, Penalties sind natürlich so ein riesen Thema gewesen. Also ich fange mal so an, ich schaue noch mal zurück auf die Monaco-Gruppe vom letzten Jahr. Dort haben sie noch die Regel gehabt, dass du dort müssen zweimal stoppen. Also die haben dir noch gesagt, du musst einen Pflichtstopp einführen und dementsprechend haben sie so hinten die ganzen Teamgames gespielt, dass der eine aufhalten, dass der andere vorfahren kann die ganze Zeit und wieder zurück tun. Das ist das Jahr nicht gewesen, und das hat mir persönlich wieder besser gefallen, weil das hat mir letztes Jahr auch gestört. Ja, ansonsten, es ist halt wirklich Monaco gesehen, obwohl die Autos jetzt wieder ein bisschen kleiner und schmäler geworden sind, ist es immer noch das Gleiche. Du kannst nicht überholen. Jetzt zum Beispiel, wenn ich auf 2011 zurückschaue, was ich so in letzter Zeit ein bisschen gerewatcht habe, dort hast du noch können, oder dort haben sie es auch mehr versucht, und heute ist es wirklich einfach, sobald du mal dahinter bist, bleibst stehen, du kannst nichts machen. Es ist wirklich nur, du wartest ab, hoffst, dass ein Safety Car kommt und kannst den strategischen Aspekt irgendwie mit reinbringen. Finde ich schade. Ja, aber eben, ich glaube, Monaco ist halt einfach schon auch immer so gewesen, muss man sagen. Also weißt du, auch vor 30 Jahren oder so ist auch Monaco dort nicht so... Also klar, es hat vielleicht mehr Overtakes gegeben, da das halt schon wesentlich kleiner waren, aber wir dürfen das auch nicht so vergleichen wie mit einer normalen Strecke. Also es ist halt doch immer noch ein bisschen reduzierter gewesen. Aber ich würde auch sagen, früher hast du auch noch den Mut zum Risiko ein bisschen mehr gehabt. Früher bist du auch nicht bestraft worden. Ja, aber das ist halt eben auch ein bisschen so das, was heute in der Formel 1 recht nervig ist. Und das sagt sogar meine Mutter, Amis, das ist kein Witz, sie schaut auch Formel 1, sie sagt immer so, ja weißt, früher sind sie halt nie gefahren und haben nicht gerade eine Strafe bekommen. Und heute, wenn sie nur ein bisschen etwas machen, sich ein bisschen berühren, hat der andere gerade eine Penalty. Und da muss man aber auch wirklich sagen, es ist schon so. Das ist hure traurig heutzutage teilweise. Also wirst du für jeden Scheissdreck bestraft eigentlich, was du machst in der Formel 1. Und ja, das ist halt ein bisschen schade. Ja, aber es ist halt wirklich die Verpfeif-Mentalität ist reingekommen. Du kannst alles verpfeifen. Klar, früher hast du Teamradios nicht gehabt. Die haben sich wahrscheinlich auch gegenseitig verpfiffen. Aber ich habe das Gefühl, es wird einfach nur noch lächerlicher und wirklich banaler. Für jedes Scheissdreck kannst du mittlerweile verpfeifen. Ja, früher haben sie sich eher die Grinder eingeschlagen nach dem Rennen. Als ja, es ist halt schon so. Ich meine auch, ich glaube, wer hat das einmal gesagt? Irgendein Formel 1-Fahrer, ich glaube, es war der Montoya, hat mal gesagt, eben heute so durch Social Media sind alle so, ja, Kollegen und gegen raus Freunde und so, aber eben zu seiner Zeit hat er keine Kollegen in der Formel 1. Er hat einfach sein Team gehabt, seinen Renningenieur und that's it. Also er hat gesagt, wenn du irgendwie dich mit jemandem angefreundet hättest oder auf Kollegenbasis mit jemandem gewesen bist in der Formel 1, bist du ein Schwächling und so. Also eben, dazu mal ist das wahrscheinlich schon eine komplett andere Mentalität als heute. Das kannst du nicht mehr vergleichen. Nee. Aber finde ich schade. Eigentlich würde ich es noch geil finden, wenn alle so, eben so den egoistischen Kopf hätten. Und ich glaube, so der Letzte, der das wahrscheinlich hatte, ist der Sepp gewesen, würde ich so behaupten. Und der Max. Die zwei. Bei Max ist es eher so, der kann sich irgendwie so absetzen, sein Rennfahrer ich. Wenn es wirklich darum geht, in einen Championship-Fight reinzugehen, dann ist er wirklich auch mal nicht befreundet mit ihnen. Aber nachher ist wieder alles gut. Und wenn ich so zurückerinnere, klar, Hamilton, Max ist auch so eine kleine Reibung gewesen, aber es ist jetzt nie so wirklich verbitterte Reibung gewesen. Also die letzte verbitterte Reibung, die ich ja wirklich noch erlebt habe, ist eigentlich Alonso Hamilton gewesen. 07. Seitdem ist alles immer so ein bisschen gesehen, ja, wir sind Rivalen, aber es ist nie so wirklich zu einem grossen Eklat gekommen zwischen
Rivalen. Ja gut, also Vettel und Webber, die sind jetzt also auch nicht die besten Kollegen gewesen. Also, oder allerdings Hamilton und Rosberg. Also ich glaube, dort hat man sie eigentlich auch ziemlich gut Rosberg ausgespielt. stimmt auch noch, da habe ich ausblendet. Ja, die sind ja eigentlich auch nie... Also sind Best Buddies gewesen und nachher nicht mehr Best Buddies. Also das ist eigentlich auch recht bitter. Aber ja, also ich finde halt einfach eben, dass das ein bisschen fehlt auch in der Formel 1. Aber eben, ja, das ist halt einfach so die heutige Generation von diesen jungen Schnauferräten. Aber einfach, ja, sind ja schon eigentlich alle jünger als wir, sage ich jetzt mal. Oder die meisten sind jünger als wir. Es gibt so 2, 3 Ausreißer wie Alonso und Hamilton, die einfach älter sind. Der Rest sind eigentlich alle jünger als wir. Aber ja, dann wieder zurück zum Monaco Grand Prix. Eben, es ist jetzt nicht irgendwie so der überragende Grand Prix gewesen. Wir haben natürlich halt ja, gegen Schluss doch ein bisschen Spannung drin bekommen, weil der Stroll in der letzten Kurve, oder ist es die letzte Kurve oder ist das die zweitletzte Kurve? Nein, ist die letzte, nein, letzte. Ja, also die letzte Kurve in die Wand rein ist. Danach hat es ja Safety Car gegeben, dann hat es ja noch Red Flag gegeben, weil ja dort der Asphalt sich aufgelöst hat. Ich muss aber ehrlich sagen, mir ist es gar nicht aufgefallen während dem Rennen, dass sich dort irgendetwas auflöst. Eigentlich nur erst, wo sie wirklich darauf hingewiesen haben, habe ich es checken können, dass der Asphalt aufgelöst wurde. Habe es aber geil gefunden, wie ja der FID gestanden ist und dann nachher ja der Präsident noch vom Monaco Automobilclub, glaube ich, ist ja die das Ganze hosten. Und scheint ist es ja so, dass wenn das Rennen frühzeitig abgebrochen wird wegen Streckenbedingungen, wird ja die FIA den Automobilclub bestrafen. Und scheinbar hat ja er ein mega Theater gemacht, dass unbedingt das Rennen weitergefahren werden muss und so. Eben, dass wahrscheinlich, dass sie keine Penalty zahlen müssen. Es ist anscheinend recht saftig, die Strafen, die es gibt, weil Malaysia hat ja auch eine recht fette Strafe bekommen, damals 2017, wo ja der Grosjean über den Schachdeckel reingefahren ist und der so weggerissen wurde. Darum ja, haben sie nachher so einen weitergemacht. Der Leclerc hat dann noch nach dem Safety Car stark gemeint, also er macht jetzt das Gleiche wie der Stroll auch. Fährt mal in die Wand rein, auch in der gleichen Kurve. Und ja, da hat es auch wieder einen Safety Car gegeben. Und Leclerc ist ja eh so ein bisschen eine Thematik und du als eingefleischter Leclerc-Fan, wie findest du eigentlich so seine aktuelle Performance bei Ferrari? Also jetzt eben mit der Vertragsverlängerung sollte sie mir ja eigentlich ein bisschen mehr Druck weggenommen haben. Dass er gut rausgeschmissen wäre, wahrscheinlich nie geworden, weil er eigentlich Nein, zu Ferrari. Das glaube ich nicht. Das ist der Ferrari-Child und der wird wahrscheinlich bis zum Ende seiner Karriere bleiben, jetzt so mit der Verlängerung. Aber ich sage so, Leclerc ist gut in die Saison reingekommen, mit dem, was möglich gesehen ist. Klar, in China ist der Hamilton immer, also jetzt bei Ferrari ist immer besser gesehen als der Leclerc. Es hat sich aber ein bisschen ein Trend entwickelt, dass er nach der ersten ich sage jetzt mal, nach den ersten 3 Rennen, wo er gut performt hat, ist plötzlich irgendetwas passiert, wo mir ein bisschen zu denken gibt, weil er macht plötzlich wieder ein bisschen mehr Fehler. Ich weiss nicht, ob er innerhalb des Teams plötzlich spürt, dass der Hamilton eine Bedrohung wird für ihn, weil im Hamilton seine Performance ist wirklich massiv aufgegangen, muss man auch anerkennen. Und es hat wirklich so ein bisschen den Anschein, als würde er so ein bisschen Druck spüren, intern, was ich mir nicht erklären kann, weil Leclerc war immer einer, er hat auch immer wieder ein bisschen Fehler gemacht, ist aber immer schnell gewesen, aber ist mit dem Druck relativ gut umgegangen in den letzten Jahren, sage ich jetzt einmal. Wenn wir jetzt mal Championship Season 2022 schon mal ausklammern. Aber es geht eine kleine Richtung, wo ich mir Sorgen mache, weil das in Spanien im Qualifying, also das ist ein sauter dämlicher Fehler gewesen. Ja, und einfach auch allgemein in den Rennen hat er oft mal Dreier oder so Quersteher, glaube ich. Also hat ja in Miami angefangen, wo ja eigentlich alles so Sachen sind, die nicht passieren sollten. Und ja, ich habe das Gefühl, irgendwie ein Update oder irgendetwas ist gekommen, wo ihm nicht so liegt. Oder vielleicht liegt auch einfach die Fahrzeuggeneration im Moment einfach ihm nicht so gut wie im Hamilton. Weil der Hamilton hat einfach bei der Ground Floor Era richtig Probleme gehabt. Also von 22 bis jetzt 25. Mit den Autos ist er wirklich jetzt gar nicht Schlag gekommen. Und jetzt aber das Auto liegt ihm ein bisschen besser. Er sagt zwar jetzt, ja, weil er nicht mehr Simulator fährt, das liegt an dem, plus auch noch, hat er noch gesagt, eben weil er jetzt das Auto auch mitentwickeln und im letztjährigen Autosäge halt einfach so reingesetzt wurde.
kann ich auch irgendwo durch nachvollziehen. Aber man muss trotzdem erwähnen, der Hamilton hat erst dieses Jahr sein erstes Podium mit Ferrari geholt, was eigentlich schon recht krass ist, wenn man vergleicht, wie oft der Leclerc letztes Jahr eigentlich auf dem Podium gestanden ist. Aber ich sehe es eigentlich ziemlich gleich wie du auch. Leclerc wirklich eigentlich sehr stark ins Rennen oder beziehungsweise in die Saison reingestartet. Australien hatte ja noch recht gute Battles gehabt mit dem Russell. Und danach hat es plötzlich irgendwie nachgelassen. Wieso auch immer. Ja, Keine Ahnung. Es ist wirklich, du kannst wirklich schauen, nach den ersten 3 Rennen, wo die grosse Pause gekommen ist, es ist ja Miami gekommen, und dort hat es plötzlich gedreht. Dort hat er doch geheiratet, oder? Hat er schon dort geheiratet oder hat er noch geheiratet? Das weiß ich gar nicht mehr. Aber irgendwo dort um safe. Bleibt vielleicht auch einfach an dem, keine Ahnung, Interesse irgendwie verschoben. Und man muss auch sagen, es sind immer noch Gerüchte um, dass er ja anscheinend seine Frau schon geschwängert hat, dass irgendwie ein Kind auf dem Weg ist. Und ich weiß nicht, wer das gesagt hat. Ich glaube, da muss der Alonso gesehen sein, damals im Kampf gegen Schumacher. Sobald das Kind hast, verlierst du irgendwie ein paar Zehntel an Pace. Ja, dann wird er jetzt noch langsamer, ja. Alonso. Er hat ja einen Sohn bekommen, ey. Der Sohn tut mir jetzt schon hure leid, Mann. Der hockt jetzt wahrscheinlich schon im Kart drin. Wenn Alonso könnte, würde er wahrscheinlich mitnehmen. You're gonna be world champion. My son, you need to beat Verstappen. Ja gut, der Verstappen hat eine Tochter bekommen, die wird es wahrscheinlich ein bisschen schwerer haben, muss man leider Gottes so sagen. Ausser sie wird vielleicht die erste Formel 1-Fahrerin, wer weiß. Mal schauen. Nein. Stell es mir so vor, mal los zu seinem Sohn ein richtiger armer Kauf. Aber ja, ist alles möglich. Ja, nachher haben wir ja das Podium gehabt, Antonelli auf Platz 1, Hamilton Platz 2 und Hadjar zuerst auf Platz 3. Und ja, man muss zuerst mal sagen, wieder mal Kimi Antonelli macht eine brutale Saison, sehr, sehr schnell, eigentlich wirklich auch fehlerlos oder wenn dann nur minimale Fehler, aber was so sein ganzer Speed und einfach auch sonst so sein Fahrstil anbelangt, macht er momentan wirklich einen sehr, sehr guten Job. Und ja, leider ist sein Streak jetzt abgerissen worden nach Spanien oder in Spanien, aber er hat schon krasse Rekorde gemacht, aber ich weiß jetzt die Rekorde nicht alle auswendig, aber ja, sehr, sehr stark von ihm. Und ich meine, er hat jetzt 156 Punkte, glaube ich, und Hamilton ist Zweiter mit irgendwie 210 oder irgendwie so etwas. Also, der Gap ist schon relativ gross, wo der Antonelli eingerissen hat, und der Russell hat ja noch weniger Punkte. Also, finde ich geil so. Ich gönne es ihm Kimi, sage ich immer wieder. Er ist mir immer noch sehr, sehr sympathisch und würde mich freuen, wenn das so weitergeht mit ihm. Muss ich ganz ehrlich sagen. Du als eingefleischter britischer Formel 1-Fan findest das ja auch super, oder? Super. Brutal. Das liebe ich. Also wie Monaco gegangen ist. Perfekt. Ja, fast perfekt. Hamilton ist zweit geworden. Ja, es ist überraschend. Aber ich habe es schon vor der Saison, oder wo die Saison angefangen hat, gesagt, ich hätte nie gedacht, dass der Kimi so delivert. Ich glaube, 2 Rekorde gestern mir gerade im Kopf rum. Der jüngste Sieger, der die ersten 4 oder 5 Rennen von Pole Position aus in Folge gewinnen konnte. Ein riesen Rekord. Er wird auch die Championship-Führung jetzt auch noch Spielberg, der immer noch innehalten, weil der Vorsprung so gross ist. Der ist, glaube ich, somit auch der jüngste Championship-Leader irgendwie für 6 Grand Prix. Nein, nicht das. Nein, anders. Er wird eigentlich mehr Weltmeisterschaftsrennen angeführt haben als der Leclerc. Der hat nämlich nur mal für 5 Rennen eine Meisterschaft angeführt. Er hat auch schon mehr als der Russell, also von dem. Das ist auch ein Wetter. Es ist so krass eigentlich, was der Typ schon rausholt. Und er ist, glaube ich, der jüngste. Jetzt habe ich gerade vorhin noch das Wort im Kopf gehabt. Schnellste Rennrunde. Grand Slam. Grand Slam, ja. Der jüngste Grand Slam Sieger oder was auch immer. Jüngste Fahrer, der einen Grand Slam erzielt hat, ja. Voll, ja, stimmt, genau, das war in Monaco. Genau. Ja, das hat er auch. Ich glaube, der jüngste, der je in WM angeführt hat, ist er auch. Meinte ich, der jüngste Monaco-Gewinner ist er. Das safe, ja. Alles so Sachen. Also eigentlich hure krass. Eben, er ist schon wie alt? 19 und ein paar Tage. Der wird noch 20 in diesem Jahr. Also es ist überragend, was er jetzt durch die Generationenwechsel von diesen Formel 1-Boliden da jetzt fabrizieren. Unglaublich.
Ja, und ich freue mich richtig auf Spielberg, wieder, wenn er dort fährt. Und ich hoffe einfach auch, dass er seine Führung kann ausbauen kann. Weil das ist jetzt wirklich mal, also, ich weiß nicht, aber in den letzten paar Jahren sind immer Fahrer haben die WM angeführt, wo ich sagen so, ja, okay. Ja, es ist okay. Also vor allem letztes Jahr, okay. Aber muss nicht. und der Kimi ist einfach so ein bisschen. Ihm gönne ich es auch. Ich finde einfach, eben vom Charakter her finde ich ihn einen richtig geilen Sieg und eben auch, wie er so kommt, im Russell wirklich, aber so richtig hart den Arsch aufreißt. Und der Toto einfach nur am Grinsen ist die ganze Zeit, weil er einfach merkt, so, ja, doch die richtige Entscheidung gemacht. Und eben, letztes Jahr hat man den Typ teilweise abgeschrieben, weil er einfach nichts auf die Reihe gebracht hat und so unter Druck gestanden ist. Aber jetzt, das ist einfach Next Level, was der gerade abliefert. Also mental ist er brutal stark geworden auch. Und hey, wenn die rote Flagge nicht gesehen wäre, der hätte ja alle bis aufs Podium überrundet, gell? In Monaco. Das zeigt ja nochmal, wie krass er auch mit dem Auto synchron unterwegs ist. Es sind einfach eins. Es stoppt ihn einfach nichts, es bringt ihn nicht aus der Ruhe. Das ist dann noch etwas, wo dann vielleicht später in der Saison kommen wird, wo man sehen muss, okay, jetzt ist Anfang Saison, wie wird er sich dann präsentieren, sobald es Richtung Ende WM geht, wo der Druck grösser wird. Da bin ich dann noch gespannt drauf. Das kommt auch noch dazu, ja. Und ich bin einfach auch allgemein noch gespannt, eben, vor allem was beim Russell angeht, ob der auch nochmal so ein bisschen den Bogen bekommt. Hamilton ist ja jetzt eigentlich, sage ich jetzt mal, mehr oder weniger auch ein bisschen auf dem Vormarsch. Also er hat eigentlich schon, gerade so an der Spitze, hat er schon noch mit rechten Kaliber zu kämpfen. Eben, ich meine, ein Russell, der jetzt, wie lange bei Mercedes schon ist? Seit 2022, gell? Also 4 Jahre jetzt eigentlich bei Mercedes. Der muss ja super frustriert sein, dass jetzt so eine Schnullergolf kommt, im 2. Jahr ihm schon um die Ohren fährt. Ich glaube, beim Hamilton ist es ein bisschen gelassener, weil er kann, glaube ich, besser, also sage ich jetzt mal, besser mit der Situation umgehen. Aber wenn ich der Russell wäre, ich wäre verdammt frustriert. Ey. Wirklich, das würde mich richtig mögen. Ich glaube, der Typ hat ja schon mehr Wins als der Russell geholt. Oh, weißt du, so Zeug. Also, das würde mich so nehmen. Da hast du mal ein WM-fähiges Auto und dann kommt so ein kleiner Chink und fährt mir um die Ohren. Das ist ja abartig. Ja, ist ja so. Ist ja wirklich so. Also wirklich nicht gegen den Antonelli. Wie gesagt, ich finde ihn super. Aber also wenn ich der Russell wäre, ich würde mir richtig hart in den Arsch hineinbeissen. Oh ja. Aber ja. Ich könnte mich sehr gut hineinversetzen. Ich würde schäumen. Ich würde im Hintergrund schäumen und würde mir sagen, jetzt kommt das schon wieder. Nein. Oder auch während dem Rennen, wenn du vor ihm qualifiziert bist und dann kommt er immer wieder, denkst du, Bruder, muss das jetzt sein? Bitte, bitte, gang doch einfach weg, gang doch einfach hey. Ja, wirklich. Also. Ja, das mal noch, so wie zu Monaco, eben, wir haben es vorher schon gesagt, der Adjar ist ja noch auf Platz 3 am Anfang. Eine Woche später war es dann nicht mehr. Oder 2 Wochen später? Nein, eine Woche später war es. Es war schon Back-to-Back-Weekend. Also eine Woche später war es dann nicht mehr, weil es hat ja recht viele Probleme gegeben, was Speeding in der Pitlane anbelangt. Also viele Fahrer sind bestraft worden, weil sie angeblich zu schnell gefahren sind in der Pitlane innen. Also unter anderem war es ja auch der Russell gewesen. Es ist eben der Hadjar ist, glaube ich, sogar auch gewesen. Piastri, ja. Gasly, Russell. Gasly, genau. Ich glaube, einer von den Audis hat es auch noch verwünscht. Es sind relativ viele gewesen, jedenfalls. Etwa ein Drittel oder ein Viertel vom Grid sicher. Ja, es sind relativ viele gewesen. Und viele von denen haben natürlich auch die Penalties beim Pitstop abgesetzt. Der Russell hat ja auch einen abgesetzt und nachher ist ja eigentlich nicht korrekt gewesen und hat ja noch eine Drive-Thru-Penalty bekommen, weil er, glaube ich, in der Safety-Car-Phase das gemacht hat. Und das darfst du eben nicht. Oder wie ist das umgekehrt? Das Team hat verhängt, dass er eine Strafe hat und sie haben die Strafe abgesessen. Und in der Regel steht ja, wenn du in die Box kommst, musst du die Strafe absetzen. Und wenn du die nicht machen, stimmt, dann so kommst du die nächste härtere Strafe über. Ergo hat er auch die Durchfahrtsstrafe bekommen. Weil das Team einfach unfähig war. Also eigentlich ist das Team geschockt am Schluss, dass er noch Punkte geholt hat. Ich sage, es war ein Toto in Call. Safe. Safe. Nein. Aber richtig bitter. Also viele haben eben Penalty bekommen.
Nur bei Alpine, die haben nicht mehr in die Box müssen und haben eigentlich die Strafe halt bis ans Rennende genommen und dementsprechend ist das dann nachher auf die Zeit darauf addiert worden. Der Gasly wäre eigentlich als Dritter ins Ziel hineingekommen, ist dann aber eben zurückgekehrt. Alpine hat nach dem Rennen das Ride of Review genommen, weil sie eben gesagt hat, sie haben da signifikante Beweismaterialien, die das eben entlasten würden, dass er eben gleich wieder Platz 3 zurückbekommt. Und ich muss ehrlich sagen, ich hätte jetzt nicht damit gerechnet, dass es wirklich passiert, aber er hat seinen Platz 3 zurückbekommen. Weil das Messverfahren wirklich kacke ist, weil angeblich ist ja das, also ich erzähle das einfach aus dem Kopf raus, wie ich es interpretiert habe, als ich es gelesen habe. Scheint es so, es wird ja Geschwindigkeit gemessen beim Eingang und scheint es beim Ausgang. Und dann wird irgendwie die Durchschnittsgeschwindigkeit errechnet und so errechnet man irgendwie mit Abzug von wie lange dass man dort steht und so errechnet man, wie schnell dass man durch die Pitline durchgefahren ist, mit welchem Speed. Meinte ich. Also es ist nicht so, dass man irgendwie genau auf den Tacho schaut, sozusagen. Schade, ich hätte eigentlich gehofft, dort ist ein Blitzkasten am Ende, der macht einfach bling bling. Das wäre halt schon hure funny. Das wäre wirklich geil. Aber eigentlich ist es so eben so, man tut eben Anfangsgeschwindigkeit messen und Endgeschwindigkeit messen. Irgendwie so habe ich es interpretiert, aber irgendwie denke ich mir dann auch, ja, du könntest schon blöd gesagt dann mit 100 Sachen reinfahren und du bleibst einfach kurz vor Pit Exit stehen und fährst dann raus. Aber das ist ja dann auch wieder nicht. Aber ja, jedenfalls es sind nur minimale kmh-Unterschiede gewesen. Also es war meistens irgendwie 0,1 oder 0,4 km, also wirklich nichts. Und ja, das ist halt so wie auch bei uns, wenn man geblitzt wird, wenn man kmh plus 1 hat, also beziehungsweise kmh nach der Toleranz gibt es halt gleich den 40 Franken Buß und in der Formel 1 gibt es halt gleich dann die Penalties. Eben, Alpine hat gesagt, das sei nicht korrekt gewesen. Scheint es wirklich so, dass es halt darauf ankommt, wie man in die Pitlane reinfährt, weil man macht ja eigentlich so einen Bogen in der Pitlane rein. Und wenn man die Kurve ein bisschen zu fest schneidet, dann nachher ist man halt schnell gewesen, weil halt eben die Distanz kürzer ist. Und das ist einfach halt völlig behindert, weil dort müsste man fürs nächste Mal irgendwie einen Pfosten hersetzen, dass man halt sagt, hey, du musst um den Pfosten herumfahren. Und dann kann man das auch verhindern, schlussendlich. Ich bin mir auch gar nicht sicher. Ich habe gemeint, die Diskussion hat es schon mal gegeben. Also, die hat doch schon mal irgendwie in Monaco haben sie mal die Diskussion gehabt, dass irgendetwas mit dieser Messanlage nicht ganz sauber war. Aber ich könnte nicht mehr sagen, wenn. Aber es dürfte auch noch nicht so lange her sein. Aber das dürfte einfach nicht passieren. Sorry, es tut mir leid. Also, wie lange fahren wir jetzt schon in Monaco? Und dann passiert es irgendwie in einem Viertel vom Fahrerfeld. Beim ersten habe ich gesagt, ja, bist du ein Idiot, bist ein Trottel. Im zweiten, okay, im zweiten hat es verkackt. Und dann plötzlich siehst du den dritten, im vierten, denkst du, okay, Leute, also jetzt irgendetwas ist da nicht in Ordnung. Nein, also irgendetwas ist gar nicht in Ordnung. Und ja, ich denke, fürs nächste Jahr wird es sicher einen Pfosten geben. Bin ich ziemlich sicher. Also sie werden irgendetwas herstellen, dass man eben das kann verhindern kann oder dass es eben nicht mehr passiert. Ob es wirklich schon mal vorkommt, ist, muss ich ehrlich sagen, weiß ich gar nicht. Keine Ahnung. Ich frage meinen Berater. ChatGPT oder was? Man munkelt. Ja, das ist keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich habe gemeint, es hätte es noch nie gegeben. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass es mal etwas gibt. Jedenfalls, wie gesagt, Gasly hat dann seinen P3 zurückbekommen. Und für Alpine kann ich es auch irgendwo durch nachvollziehen, dass sie das gemacht haben, weil da geht es natürlich wieder um dicke WM-Punkte und somit auch um viel Geld, das sie rausholen können. Und meine, auch für den Gasly geht es um das Podium. Darum, beim Gasly kann ich es irgendwo durch nachvollziehen. Dass sich natürlich dann andere Teams wie McLaren und Red Bull verarscht gefühlt haben und Berufung eingeleitet haben, sowie auch Mercedes das Ride of Review eingeleitet haben, kann ich auch nachvollziehen. Weil vor allem auch beim Russell ist es sehr bitter, weil dann wäre ja die Drive-Thru-Penalty nicht notwendig gewesen. Es wäre allgemein, ja, wäre eigentlich dann eher auch weiter vorne gelandet. Und bei Mercedes ist es noch recht lustig gewesen. Es hat ja dann, also es hat geheißen, es gibt das Ride of Review. Dann ist das irgendwie 2 Tage am Laufen gewesen. Und danach ist es gekommen, dass Mercedes das wieder zurückgezogen haben, weil sie haben anscheinend ein sehr gutes Gespräch mit der Formel 1. Und im Sinne vom Formel 1, vom Sport und den anderen Teams und auch ihrem eigenen Team möchten sie das jetzt wieder zurückziehen und einfach die Sache so erledigt haben oder einfach so abschließen, wie es jetzt halt ist. Aber McLaren und Red Bull haben weiterhin gesagt, also nein, sie gehen dem immer noch nach. Aber ob da noch etwas passiert,
Ich weiß es nicht. Ich gehe nicht davon aus. Ich denke jetzt, das Ergebnis ist so fix, aber ich würde auch sagen, fürs nächste Mal würde ich eigentlich alles so Zeug ablehnen. Weil eben gerade jetzt bei Monaco so Zeug nach justieren und so Ergebnisse, und vor allem, wo andere Teams die Strafen eben bekommen und schon abgesessen haben und so, da kannst du nie mehr gerade biegen, so ein Rennen. Und jetzt eigentlich hat Alpine Hure davon profitiert. Red Bull schaut in die Röhre, beziehungsweise Hadjar schaut in die Röhre mit einem Podium. Und ja, ist halt einfach irgendwie so ein bisschen unfair, würde ich sagen, gegenüber anderen Teams, beziehungsweise, weiß nicht, ich finde es nicht so korrekt, muss ich ehrlich sagen. So, hast du etwas gefunden? Ja, mein Berater zum Abschluss dieser Thematik hat mir noch gesagt, es hat jetzt nicht so akute Fälle gegeben, also wirklich, dass jetzt viele auch im Rennen waren, die schnell waren. Es ist aber auch gesehen, in den Saisons 24 und 25 sei das vor allem auch in der Free Practice ein bisschen angesprochen worden und diskutiert worden, weil sie scheint öfters dort die Meldung bekommen, sie seien schnell in der Boxengasse. Und das war genau das System, das sie jetzt 2026 angewendet haben, mit diesen kalibrierten Distanz von Anfangspunkt bis Endpunkt mit dieser Durchschnittsgeschwindigkeit. Und Jeans ist das im 4 und 25 dann im Rennen okay gewesen, und jetzt hat es halt die ein oder andere geklopft im 26. Okay. Ja. Haben wir etwas dazu gelernt? Dein Berater ist echt sehr intelligent. Sag ihm das nicht zu laut, sonst wird er noch übermütig. Ja, aber ich glaube, das ist so ein bisschen alles eigentlich so aus Monaco. Also irgendwie hat das Ganze mit einem Skandal geändert, beziehungsweise nach ein paar Tagen ist so ein bisschen der Skandal umgegangen eben mit diesen ganzen Strafen und so. Aber eben das nächste Rennen war dann schon Spanien gewesen. Jetzt muss ich schon überlegen, ist zwischen ihnen noch etwas wahnsinnig Spannendes passiert? Mir kommt gerade ehrlich gesagt nichts in den Sinn, oder ich habe gerade nicht so etwas auf dem Schirm, muss ich ehrlich sagen. Gut, Ich glaube es nicht, oder? Also es ist nicht groß verkündet worden, aber wir haben ja da so ein bisschen die ein oder andere Gerüchte. Ich weiß gar nicht mehr, ob das schon zu Monaco war, mit Alonso zu Alpine. Sind da umgegeistert gesehen, aber ich weiß nicht mehr genau, wann das war. Aber ansonsten haben wir da nichts Grosses gehabt. Viele haben gehofft, es wird ein Mercedes 2.0 geben von 2016. Aber ansonsten nicht. Ja, also gut, ja, gerade die Thematik Alonso zu Alpine. Was denkst du, wie realistisch siehst du das? Unrealistisch, sehr unrealistisch. Ich habe auch gelesen, dass das ist ja der Briatore, der das ins Leben gerufen hat, das Gerücht. Und wenn man ja den Briatore ja ein bisschen verfolgt oder weiss, woher er kommt, was er so gemacht hat, dann soll das alles ein bisschen ein strategischer Punkt sein, um einerseits den Colapinto zu motivieren, dass er nicht das Gefühl hat, sein Vertrag ist auf sicher, dass es weiterhin alles gibt. Oder auch den Alonso, um ein bisschen da anstacheln, auch ein bisschen zu motivieren noch einmal, von wegen, hey, vielleicht geht ja da gleich noch etwas, vielleicht ist da etwas möglich. Aber das ist einfach, ich glaube, da ist einfach nur ein Knochen und kein Fleisch dran. Und es geht wirklich nur darum, dass er den Colapinto da ein bisschen probiert, damit zu motivieren. Ja, also der Briatore ist ja im Alonso sein Manager, glaube ich, immer noch oder nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, wer es mal war. Und ja, eben, man kennt ja auch die Erfolgsgeschichte Alonso Briatore Renault 2.6. Ja, 2.6, ja, 2.6 war es, genau. Also darum, ja, irgendwo durch, es wäre vielleicht ein nice to have, aber ich glaube auch der Alonso hat ja schon ein bisschen angedeutet, dass das vielleicht seine letzte Formel 1-Saison wäre, und ganz ehrlich, also es wäre schon mal Zeit, wenn er Formel 1 verlassen würde, weil da gibt es auch Haufen andere Fahrer, die mal so einen Sitz könnten übernehmen könnten. Gut, das Gleiche zählt eigentlich auch für seinen Teamkollegen. Der ist auch schon lange Sitze nicht überschritten, aber ja, ich glaube es auch ehrlich gesagt eher weniger daran, dass da irgendwie so ein bisschen noch ein Switch zu Alpine wird gehen oder geben. Weil ich glaube, irgendwie, ich weiß auch nicht, so gefühlt sein 20. Teamwechsel oder so. der ist, glaube ich, schon fast bei jedem Formel 1-Team am Gerät. Aber ja, ich gehe nicht davon aus, dass das wird wirklich in Tat umgesetzt werden. Was aber in Tat umgesetzt wird, ist noch, das ist eben noch passiert, glaube ich, zwischen Monaco und Spanien, was die Leistung betrifft von den Motoren für das nächste Jahr und das übernächste Jahr, oder übernächste Jahr, so muss ich sagen. Und zwar momentan hat man ja eigentlich ein
Benzin bzw. Verbrenner und Elektroverhältnis von 50-50 beziehungsweise 53 zu 47, irgendwie so etwas. Neu ist dann nachher so, ab 2027 wird der Benzindurchfluss erhöht, somit hat man dann nachher ein Verhältnis zu 58 zu 42. Und ab 2028 wird es dann um 13% erhöht, dann nachher hat man ein 60 zu 40 Verhältnis. Das heisst, das ganze Batteriemanagement fällt wieder ein bisschen mehr weg. Es soll eben weniger eigentlich so den Drop geben auf der Gerade oder eben auch, dass der Fahrer wieder mehr kann ans Limit gehen und vor allem auch im Qualifying mehr ans Limit kann gehen. Finde ich an und für sich wirklich eine gute Entscheidung. Bin gespannt, ob die paar kleine Prozent wirklich den Braten Face machen. Aber ich denke jetzt mal für das Motorreglement, die Fahrzeuggeneration, wie sie sind, sicher ein richtiger Step in die richtige Richtung. Ich denke auch die kleinen Veränderungen, die sie ja schon gemacht haben, von China zum, was auch immer der nächste Grand Prix war, ich weiß es schon wieder nicht mehr. Japan. Japan, glaube ich, genau. Auch die Änderungen sind schon gut gewesen, die man gemacht hat. Darum, ja, wir lassen es mal auf uns zukommen. Es sind so Änderungen, die man anscheinend nicht so schnell umsetzen kann, beziehungsweise man muss auch zuverlässig den Motor wieder wechseln oder angeblich wieder verbessern oder ändern. Gewisse Teile müssen halt mehr Last aushalten. Aber ja, laut dem Ben Sulayem soll ja ab 2030 oder allerspätestens 2031 der V8-Motor wieder zurückkommen. Der hat ja da letztes Mal auf Instagram ein richtiges Propagandavideo rausgehauen, was das anbelangt. Das hat, glaube ich, dir sogar auch geschickt, gell? Ja, wir haben so eine Foto gehabt. Wir sind irgendwo unterwegs gewesen, haben wir es auch noch einmal davon gehabt. Ja, es ist einfach so lächerlich. So aber ja, er ist so eine richtige Clownsfigur in dem ganzen Sport dort. Aber ja, wir gehen jetzt weiter auf Spanien. Und Spanien war eigentlich so ein bisschen ein Comeback von George Russell, kann man sagen. Er hat dort eigentlich wieder mal ein bisschen zu seiner Pace gefunden. Einerseits mal im Training wieder viel mehr bei der Musik sein. Der Antonelli hat zwar ja das Cockpit im ersten Training geräumt gehabt, für den Vesti, glaube ich, ist drin gehockt und gefahren. Ja, bin mir nicht ganz sicher. Und ja, dementsprechend hat er halt einfach eine Trainingsphase weniger gehabt. Aber der Russell ist doch in Spanien schon stärker gewesen und hat dementsprechend auch, oder hat im Qualifying dann nachher auch Pole Position geholt. Der Antonelli ist meines Wissens, glaube ich, noch Dritter gewesen und Zweiter ist ja der Lewis Hamilton im Ferrari. Wir haben sie vorher schon ein bisschen angetönt. Er ist auch schon stärker inzwischen mit Ferrari und hat dort wirklich ein gutes Wochenende schon gehabt. Also es ist ja nachher, kann man sagen, noch besser geworden. Für Hamilton. Aber zum Rennen an sich, Spanien, wie hast du es gefunden? Ich persönlich habe das Gefühl, es ist mal wieder seit längerem ein bisschen unterhaltsamer Spanien Grand Prix gesehen. Klar, es hat jetzt nicht die massivsten Action-Szenen gehabt. Ich finde aber doch auch der strategische Aspekt, der jetzt hier in Spanien rum war, hat mir gefallen. Und hat es für mich auch ein bisschen unterhaltsamer gemacht. Eben auch da, ich habe nicht nur 100% aus Rennen schauen, ich hatte immer noch einen Kollegen neben mir, wo ich das Zeug erklären musste. Das ist eine mühsam, wenn jemand muss erklären, wie das alles funktioniert. Dann musst du nebenbei das Rennen selber für dich schauen. Also überlegt sich gut, wenn ihr das mal machen mit Kollegen. Aber ich finde, es ist einer der guten Spanien Grand Prix gesehen, ja. Ja, also strategisch ja. On-Track ist jetzt weniger so ein bisschen die Action hat ja auch ein bisschen gefällt dort, das muss man schon sagen. Der Russell, Antonelli haben sich ja ein rechtes Battle gegeben dort. Hamilton hat schlussendlich dann nachher von der Safety-Car-Phase profitiert, die durch den Antonelli ausgelöst wurde. Ich denke auch, der Antonelli hätte vielleicht schon recht gut auf Hamilton aufschliessen, weil er ja recht eine gute Rennpace hatte. Er war wirklich viel, viel schneller gewesen als der Russell. Also, beim Russell hat es irgendwie nicht mehr so funktioniert im Rennen selber. Aber ob er wirklich halt am Hamilton noch vorbeikommen wäre, das ist dann halt noch das Nächste. Leider ist dann sein Karren abgelegen. Inzwischen hat man ja auch herausgefunden, wieso und warum das Mercedes ein bisschen Probleme hat mit den Autos und angeblich sei es wegen der Wärme.
Also wenn es in wärmere Regionen geht, hat dann nachher der Mercedes-Motor ein bisschen Mühe und liegt schneller mal ab als von der Batterie. Das ist natürlich super ideal, wenn es jetzt nach Spielberg geht und mit Temperaturen haben von, wie viel? 32, was hast du gesagt? 32 Grad, glaube ich. Irgendwie 32, 33 Grad, ja. Ja, also da ist vielleicht wieder ein Drama vorprogrammiert. Mal schauen, wie das so wird. Jedenfalls, Hamilton hat eben, wie gesagt, profitiert von Safety-Car-Phasen und ist dementsprechend... jetzt muss ich schon überlegen, jetzt habe ich es eigentlich erzählt. Ist die Safety-Car-Phase von Antonelli ausgelöst worden? Nein, ich habe schon gedacht, ja, was erzählst du? Jetzt ist mir einfach gerade in den Sinn gekommen. Nein, die ist nicht von ihm gekommen, die ist vom Alonso. Vom Alonso, ja. Stimmt, sorry, mein Fehler, ja. Weil es ist mir auch gerade das Bild durch den Kopf gegangen, wie der Hamilton rausgefahren ist aus der Pits und beide Mercedes hinter dran waren. Darum habe ich gerade gesagt, habe ich es erzählt. Nein, also so war es. Und ja, schlussendlich, der Hamilton hat können gewinnen oder hat dürfen gewinnen. Sein erster Win bei Ferrari. Und du als Ferrari-Fan, Simi, du hast dich doch gefreut, oder? Warte, ich verlor den Raum. Ich bin mal weg. Ich komme gleich wieder. Tschüss. Ciao. Nein, komm jetzt bist du Ferrari-Fan und hast dich nicht gefreut, dass Ferrari gewonnen hat. Ich kann mich nicht freuen, nein. Nicht? Wirklich nicht. Ich habe es probiert. Ich habe mich nicht freuen. Das ist krass. Ja, es ist wie damals zu Alonso-Zeit, als ich bei Ferrari war, habe ich mich auch nicht richtig freuen. Ich bin einfach so, wenn ich einen Fahrer nicht wirklich mag leiden, also nicht wirklich fanen und er fährt für mein Team, dann kann ich mich nicht darauf freuen, nein. Da bin ich halt. Das ist speziell. Bin ich speziell. Ja, schön, super für Ferrari, aber nein, habe ich nicht freuen, nein. Okay. Ich habe es eigentlich auch cool gefunden. Ich habe es Hamilton sehr gönnt, muss ich ehrlich sagen. Weil ich glaube, ihm hat man ja schon ein bisschen den Aufwand gemerkt, den er hatte. Sei es jetzt einfach eine Zusammenarbeit mit Ferrari, die er jetzt hat, aber mit der Entwicklung vom Auto, wo er ein bisschen seinen Einfluss hatte. Sei es vielleicht, keine Ahnung, an der Kim Kardashian, die er jetzt hat. Kann ja alles sein. Ich weiss nicht, vielleicht macht sie auch Kombination aus, dass er plötzlich so stark geworden ist, keine Ahnung. Aber er ist wirklich in einer sehr guten Form. Irgendetwas hat wirklich ein bisschen Klick gemacht bei ihm. Weil ich denke auch da wieder zurück an letztes Jahr, wo man ihn hat auch abschieben und hat können sagen, so, sorry, also das nächste muss der Typ auch nicht mehr fahren, weil das ist gelaufen. Auch ich habe ihn abgeschrieben. Darum, ich freue mich eigentlich für ihn, dass er es geschafft hat. Ich denke auch für ihn ist eine rechte Lastabkeit von der Schulter, dass er einfach mit Ferrari hat können gewinnen. Aber mal schauen, wie es weitergeht in der Championship. Ob da noch mehr geht oder nicht. Weißt du, es gibt zwei Seiten. Ich kann mich nicht wirklich freuen. Aber auf der anderen Seite muss ich doch appreciaten, was er jetzt da plötzlich hinlegt. Weil ich habe auch gesagt, Wash Milton, das habe ich letztes Jahr immer wieder geschrieben. Oder immer wieder gesagt, Wash Milton, Hamilton, Gang, in Ruhestand, fertig. Jetzt kommt er so zurück, macht das super. Muss auch noch Props geben, dass das nicht untergeht an Ferrari, dass sie die Strategie noch genailt haben. Weil ich habe wieder gedacht, wo das VSC rausgekommen sind die bescheuert. Jetzt holen die den nicht rein. Und dann haben sie nochmal genau eine Runde Glück gehabt, dass sie gleich noch reinholen, dass es perfekt gelangt hat. Aber ja, die Kim Kardashian, die Kardashian macht irgendetwas mit ihm. Ich weiß nicht, vielleicht darf er in ein gewisses Loch rein. I don't know. Ey. Ich distanziere mich mal von solchen Aussagen, oder? Würde ich sagen. Also. Hey, nein, Mann. Okay. Ja. Kann sein, ich weiß es nicht. Da bin ich nicht zu wenig. Who knows? Who knows? Ja. So ein Zeichen wieder. Ja, wirklich wieder noch ein Zeichen erzählen. Was schon noch passiert ist, jetzt habe ich voll den Faden verloren. Eigentlich wollte ich etwas dazu sagen, aber jetzt habe ich irgendwie gerade alles vergessen. Was ich aber nicht vergessen habe, war Hülkenberg sein Ausfall, der sehr, sehr bitter war. Vor ihm war ja Hadjar, glaube ich, oder irgendwie einer von Racing Bull. Lawson, glaube ich, ja, irgendwie so etwas, keine Ahnung. Jedenfalls hat ja er einen Kieselstein aufgewirbelt und das ist ihm ja an den Killswitch aufgeflogen. Das ist ja so eine rote Schlaufe über der Airbox oben. Oder unter der Airbox, so muss ich sagen.
Und der Stein hat genau den getroffen und hat ja die ganze Elektroeinheit abgeschaltet oder eben gekillt in dem Sinn. Und wegen dem ist er ja dann ausgerollt und gerade die Box reingerollt. Eigentlich richtig bitterer DNF eigentlich. Also ich meine, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass dort ein Stein herfliegt und dann nachher du wegen dem, ja, den Karren musst abschalten, respektive er war schon abgeschaltet gewesen. Das ist eigentlich sehr heftig, wenn du das so überlegst. Weil die Killswitches dort, das sind ja glaube ich nicht seit gestern. Die gibt es ja schon ewig dort. Das ist ein paar Jahre so. Also, ich bin selber perplex, weil ich es irgendwie so gar nicht wahrgenommen. Ich habe das Gefühl, da geht jetzt in die Box rein, der Reifenwechsel geht wieder raus und dann hast du das Gefühl, der hat einen Defekt gehabt. Und dann kommst du ja plötzlich mit über im Nachhinein, dass er den Knopf verwünscht hat. Also, die Wahrscheinlichkeit, also 1 zu wahrscheinlich 3 Zilliarden oder so etwas. Weiß nicht. Wahrscheinlich schon. Also die Wahrscheinlichkeit, dass im Lotto ein Sechser ist, ist noch grösser als der Stein dort trifft oder so. Keine Ahnung. Also das ist schon sehr, sehr heftig. Aber ja, natürlich der Riesenpech für Audi. Audi allgemein. Wie würdest du die so einschätzen, ihre Super Performance jetzt? Die Saison mit dem Auftakt, obwohl sie halt am Anfang immer wieder so ein Auto hatten, das nicht können starten. Und sie haben wie so ein bisschen Dreck am Stecken. Es wird nicht so wirklich super laufen mittlerweile. Sie sind so im Mittelfeld, aber es ist eigentlich nicht so um den kleinen Push führen zu haben. Also die könnten wahrscheinlich ein bisschen mehr Punkte haben jetzt. Ja, Hülkenberg hat ja noch gar keinen Punkt geholt fürs Team. Also Bortoletto ist bis jetzt der einzige Punkteträger. Meine Cadillac hat inzwischen auch schon einen Punkt geholt mit dem Perez. Meinte ich? Nein. Nee, ist er aberkannt worden? Ja, er ist worden. Beim Restart dort, wo sie stimmt! Ist ja wieder außerhalb von dieser Scheißbox gestanden oder außerhalb von dem Sensor wieder. Wie dumm, Perez! Zu viel Burrito gegessen oder so, keine Ahnung. Nein, also wirklich. Das wäre ein geiler Punkt gewesen, eigentlich schon mal für Cadillac. Ich glaube, sie hätten es schon recht gefeiert, wenn die das geholt hätten. Aber Cadillac ist ja auch eigentlich eine riesen Enttäuschung. Aber ja gut, die grösste Enttäuschung ist immer noch Aston Martin, muss man an dieser Stelle sagen. Dafür haben die einen Punkt. Ja. Ja, stimmt, die haben den Punkt geholt! Oh mein Gott, stimmt! Habe ich auch schon wieder vergessen. Dort hast du eigentlich geschaut. Ja. Ja, zwischendurch habe ich schon geschaut. Eben, du sagst es zwischendurch. Ja, also ich muss sagen, eben so allgemein die Formel 1-Season, sie ist schon... man kann sie schon wieder schauen. Es ist zwar immer noch nicht so geil wie, sagen wir mal, letztes Jahr oder vorletztes Jahr. Also letztes Jahr ist einfach halt die letzte Saisonhälfte, also die zweite Saisonhälfte, ist einfach richtig geil gewesen. Wie der Max immer aufgeholt hat und ich einfach gehofft habe, beliebt habe in ihn, dass er da noch den Lando holt. Er hat es fast nicht geschafft, aber für mich bleibt immer noch der World Champion 2025, bin ich ganz ehrlich. Aber ja, du, da dessen einen Punkt geholt ist ja gut, aber das Team ist gleich eine Katastrophe. Aber der Karren finde ich immer noch einer der geilsten. Also optisch, Aerodynamik, die drauf ist auf dem Karren, sieht schon hure geil aus, muss ich sagen, am Auto. Sind wir jetzt eigentlich, wenn wir sagen, der Max hat eigentlich 5 Meisterschaften und Meisterschaft 2025 gewonnen, dann so wie die Hamilton-Fans, die sagen, Hamilton hat 21 gewonnen? Ja, nein, dort war es ja mehr um einen Skandal so gewesen, dass der Hamilton seinen 7. WM-Titel nicht geholt hat. Aber wie viel ist die Punktedifferenz gewesen? 3 Punkte oder so? Weiss nicht, Championship hat es nicht gegeben. sie gelöscht. Aber im Maxi-Funkspruch, ob der Charles inzwischen aufgeholt hat, der hängt immer noch in den Ohren. Pain. Das Hunde-Meme da mit Vietnam, wo man so anschaut, ist einfach Pain. Oder ob das World Champion 2 Hotline Punkte. ist. 2 Punkte sind es gesehen. 2 Punkte sind es, okay, gut, ja. Ja, ich weiss nicht, ja, egal, wenn wir nicht darüber diskutieren. Gehen wir zurück auf Spanien, wir schauen wieder auf Spanien. Ja, Spanien, ja, haben wir eigentlich schon angeschaut. Also ich meine, sonst ist ja nicht wahnsinnig viel noch passiert, also... Oder ist noch etwas Essentielles gewesen? Ich muss da schon wieder auf meine Spickliste schauen, die ich da geschrieben habe, ehrlich gesagt. Kannst du noch aus dem Kopf freestylen, was ich noch weiss. Der Charles mit Servolenkung defekt ausgeschieden. Auch sehr speziell gesehen. Habe ich schon länger nicht gesehen, dass einfach die Servolenkung den Geist aufgegeben hat.
Mir bin auch gefragt worden, ja, kann der nicht einfach fertig fahren? Dann habe ich so angeschaut, Bruder, das sind irgendwie noch 10 Runden oder so gewesen. Wolltest du eine Servolenkung da noch 10 Mal rumfahren? Kommt es eben darauf an, ob du ein gutes Oberarmtraining gemacht hast oder nicht. Ja, also wenn ich den Charles anschaue, denke ich, schwierig. Wahrscheinlich nicht. Eher schwierig. Aber sonst ist eigentlich nicht viel passiert. Ich muss kurz auf die Standings schauen, beziehungsweise auf das Rennergebnis, was so war. Der Colapinto hat noch eine Strafe im Nachhinein bekommen. Wofür genau, weiß ich immer noch nicht. Also ich habe es immer noch nicht gesehen. Wahrscheinlich hat irgendjemand entweder Off-Track überholt oder abgedrängt. Ah nein, da er bei einer Gelbphase nicht ausreichend verlangsamt hatte. Wieder von 8 auf 10 zurückversetzt, okay. Ich hätte jetzt tippen können, weil er einfach Asi-Fans hat. Der hat einen Penalty bekommen. Oh, und ey, das ging jetzt gerade. Der Albon hat ja eine Practice-Session aus dem Rennen gemacht, weil ja irgendwie scheint so seine Kamera oben. Ja, irgendetwas dort, wo die Kamera ist ja abgebrochen während dem Rennen. Ach schon? Ja, finde ich das noch. Das habe ich aber auch erst im Nachhinein bekommen. Was ist es? Wir haben das rein britisches Podium in Spanien, habe ich gar nicht mitbekommen. Lando ist der Dritte geworden. Also Max hat einfach nur so ein langweiliges Rennen gehabt, das weiss ich noch. Der ist einfach so ein bisschen rumgegurkt. Ich bin wirklich gespannt. Also, derzeit, wo du das ja abchecken tust, kann ich das noch erzählen. Es gibt ja jetzt dafür auf Österreich greifen das erste Mal die ADUO-Regeln, wo Teams Leistung-Updates bringen oder Upgrades bringen für den Motor, weil die sind ja immer noch ein bisschen freeze gewesen. Ferrari bringt ja eins, wo scheint wie viel sind es? 14 PS, etwa 15 PS mehr Leistung wird bringen. Auch Red Bull bringt mehr PS. Angeblich sagt aber der stärkste Motor am ganzen Grid der Red Bull Motor und nicht mal der Mercedes Motor. Laut FIA. Red Bull hat das aber dann nochmal irgendwie so beantragt, dass ich das Ganze nochmal überrechnen neu, weil das sei gar nicht möglich. Also ich würde jetzt auch sagen, dass der Mercedes-Motor der stärkste Motor ist oder der beste Motor ist. Abgesehen von den Fehlern, die er amigs hat. Aber auch Red Bull hat jetzt angeblich ein Leistungsupdate gebracht und so weiter und so fort. Also ganz Haufen Upgrades sind gekommen. Was hast du mir jetzt so geschickt? Ja, das mit dem Album, das du schon gesehen hast. Es war T-Cam, der kaputt war am Auto. Darum hat er müssen... die gewackelt. Ja. Darum hat er müssen sozusagen retiren und dann haben sie es irgendwie geflickt und dann hat einfach noch eine Practice-Session daraus gemacht. Hat irgendwie auf Runde Rückstand am Schluss. Also warte mal gesagt, wenn die Kamera kaputt geht, darfst du nicht mehr weiterfahren? Sieht so aus, ja. Was ist das für ein lächerlicher Scheiß? Ja, sorry. Also ist ja völlig behindert, dass jetzt wegen dem hat sich Scrolly aber gesehen, einfach der Mohammed Ben Sulaim dort hocken, weil komm, weggeschaltet, der Scheisstag. Aber das ist ja hure blöd. Also nur weil das Teil abgeht oder fast lädt oder weiss ich was. Man hätte schon ein bisschen Panzertape her tun. Ich meine, ich kann mich noch daran erinnern, wo ja der DRS-Flap nicht zugegangen ist bei Renault und der Mechaniker wie ein Behinderter hinten drauf geklopft hat. Hat ja auch niemand gesagt, du musst den Karren aus dem Rennen nehmen. Also gut, wahrscheinlich haben sie dann nachher gleich retired, das weiß ich nicht mehr, aber das war glaube ich 2017 oder 2018 irgendwie so etwas. Also jetzt glaube ich sogar noch disqualifiziert wurde am Schluss wegen etwas anderes. Ah, wirklich? Ja, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja gut, Spanien ist ein bisschen bekannt dafür, dass irgendwie so ein paar Sachen lassen oder nicht funktionieren. Der Max hat, glaube ich, 24 ist ja der DRS-Knopf nicht gegangen. Der hat ja so gedrückt wie ein Blöde. Da hast du alles gesehen auf der Gerade, wie der Flap auf und zu gegangen ist die ganze Zeit. Und er hat ja später nachher den Mechanismus ja geschenkt bekommen. Dann. Ja. Aber sonst ist ja eigentlich mehr eigentlich nicht passiert. Eben, also auch Spanien ist eigentlich eben strategisch gut gewesen, aber so Rennaction-technisch ja, eher ein bisschen durchwachsen gewesen, würde ich sagen. Ja, also entertaining, On-Track-Battles und so weiter, so lala. Also klar, die Antonelli, wie er dann noch an Russell vorbeigegangen ist, das war noch cool gewesen. Aber sonst eigentlich nicht. Wahrscheinlich werden jetzt die Leute anfangen, mehr verteidigen, indem sie Kiesen hinterher schmeißen, um so ein Emergency-Ding zu treffen. Für DNF hat es wieder gegeben, sehe ich gerade. Also Bottas, Hülkenberg, Alonso, Albon, Berman, Antonelli,
Leclerc, die sind alle raus. Also, habe ich irgendwie gar nicht mitbekommen. Die sind, glaube ich, alle einfach in die Box reingegangen, nehme ich mal schwer an. Ja, die sind alle schon relativ früh retired. Also bis auf den Hülkenberg haben, glaube ich, alle irgendeinen technischen Defekt gehabt. Beim Hülkenberg ist es Das wirklich Stroll zäh. habe ich vergessen. Stroll ist in Runde 5 schon wieder heim. Ich glaube, der hat am wenigsten Runde nicht gemacht bis jetzt davon. Also, ich meine, Cadillac bringt es immerhin noch her, dass sie ein Auto bauen, das noch hier und da mal eine ganze Renndistanz fahren kann. Aber das ist ja bodenlos. Ey. Also, das ist ja ganz, ganz übel. Wirklich ganz schlimm. Ja, also wie gesagt, das nächste Rennen ist ja Österreich. Da sind wir jetzt kurz davor. Wie gesagt, die ADUO-Regeln greifen, es kommen diverse Updates. Wie gesagt, Mercedes hat Fehlerquellen anscheinend herausgefunden, wo hauptsächlich an der Wärme liegt. Sind wir sehr gespannt, wie das jetzt wird denn in Österreich. Österreich ist auch jetzt, glaube ich, das erste Rennen seit langem, wo mal, also beziehungsweise letztes Jahr ist, glaube ich, auch Österreich wieder ein Sprint gewesen. Jetzt dieses Jahr ist, glaube ich, wieder mal kein Sprint dort, meinte ich. Das ist ein normaler Grand Prix. Ich muss jetzt aber auch schon schauen. Silverstone ist wieder. Ja. Finde ich gut, weil Sprints sind immer noch nach wie vor richtig, ja, scheiße, ehrlich gesagt. Also, findest du sie gut? Nein. Nein, ich habe sie schon nicht gut gefunden, wo sie eingeführt worden sind. Es ist... Wobei, ich habe sie ehrlich gesagt, muss ich schon reingrätschen, ich habe sie ehrlich gesagt noch besser gefunden, wo das Rennergebnis vom Sprint die Startaufstellung war fürs Rennen. Das habe ich noch besser gefunden als 2 Qualifyings. Ja, es riskiert doch niemand in einem fucking Sprint für irgendwie 8 Punkte. Also, sorry. Da hättest du Double Points machen. Dann wäre es etwas anderes gewesen. Stell dir vor, im Sprint würdest du 30 Punkte bekommen als Erster. So etwas. Ja, dann ist es etwas anderes. Dann machst du natürlich mehr. Dann gibt es mehr Punkte. Eben. Da wäre vielleicht noch eine Überlegung wert. Sind wir mal ehrlich, würdest du für 8 mickrige Punkte deinen Karren riskieren, dass du noch beim Rennen nicht starten kannst? Sicher. Ja, wollte ich sehen. Millionen Schaden machen geschafft. Ab in Kopi noch. Ich war das Ding in der ersten Kurve gerade an die Wand. Aus der Pitlane raus starten hast du mehr Erfolg, als wenn du als letzter startest. Hey, nein. Aber ja, ich glaube, sonst haben wir eigentlich schon alles ein bisschen erzählt und gesagt, was in den letzten 2-3 Wochen passiert ist in der Formel 1, weil viel ist nicht passiert. Also das ist eigentlich im Verhältnis im Moment relativ ruhig. Bin noch gespannt, denn jetzt sollte dann eigentlich mal eine Silly Season wieder ein bisschen losgehen. Muss aber auch wieder da sagen, dass ich gerade nicht auf dem Schirm habe, welche Cockpits noch frei sind, beziehungsweise welche Fahrer keinen Vertrag haben. Aber ich denke, es wird dann sicher hier und da noch ein bisschen Wechsel geben. Ja, ich habe 2 Sachen noch gehört. Mit Soloff, der auch in der Formel 2 unterwegs ist, sei scheint zugesichert worden, dass er das Cockpit nächstes Jahr überkommt. Der ist sicher bei Red Bull, gell? Richtig. Sprich, entweder geht der Max über zu Mercedes und der Limpler wird aufgezogen, dann kommt Zoloffs Cockpit neben Lawson über. Oder wenn der Max bleibt, dann wird Jeans der Lawson rausgeworfen für den Zoloff. Und das andere, was noch ist, dass ja ein bisschen Gerüchte um sind, dass der Ocon da ein bisschen am Wackeln ist bei Haas, dass das Cockpit wohl oder übel Ende Saison weg sein wird. Ja. Stimmt. Man liest auch immer wieder, dass er und wie heißt der? Der Komatsu, glaube ich. Die verstehen sich anscheinend nicht so gut. Also hört man immer, sie zwei bestreiten natürlich das immer. Aber wer könnte zu Haas gehen? Müsste ja eigentlich rein theoretisch irgendwie jemand von Ferrari sein, Junior. Ja, es sind noch Gerüchte dass es der Camara könnte sein, der Ferrari Junior, der jetzt auch in der Formel 2 ist. Da hat man allenfalls 2 Ferrari Junioren bei Haas platziert. Das ist aktuell noch so eine Thematik. Es wird sich aber zeigen. Aber ich glaube, wir werden nächstes Jahr 2 oder 3 Fahrer aus der Formel 2 sehr wahrscheinlich in dem Grid dürfen sein. Was ist eigentlich mit dem Leclerc, seinem Bruder? Zu wenig gut. Der fährt irgendwo WEC, glaube ich. Ah ja, von der WEC? Ja, ich glaube es. Mal schauen. Von der also WRC oder WE, also WEC? WEC. WEC Series. WEC, let me have a look. Aber auch nur LMP2 oder so, oder? Wahrscheinlich. Nicht LMP1. Nicht mehr schwer an. Oh, der fährt nicht mal WEC, was fährt der GT World Challenge. Okay. IMSA ist er letztes Jahr noch gefahren. Eigentlich. Ja, also es hat nur noch für GT World Challenge gelangt.
Krass. Ja gut, er ist ja aber auch nicht so extrem stark in der Formel 2, muss man auch sagen an dieser Stelle. Nicht. Schade, ich hätte gerne mal Also. irgendwie so 2 Brüder wieder im Grid gesehen, aber Das wäre das geil. muss die Ja, Leistung stimmen. das wäre geil. Ich frage mich halt einfach noch, was so aus diesen grossen, aus diesen Fahrern sind. Weißt, es gibt ja noch Montoya, der in der Formel 2 fährt, ist aber Red Bull gewesen, jetzt ja nicht mehr. Auch zum Beispiel Dings, Paul Aaron ist ja auch jetzt ist gerade noch in Spanien gefahren bei Audi. Ja, es gibt halt einfach so noch ein paar Namen. Ich bin gespannt, ob die irgendwie mal vielleicht noch so einen Step in die Formel 1 schaffen. Zum Beispiel der Drugovic war ja auch immer gut gewesen. Der ist aber dazu verdammt, dass er immer eigentlich Reservefahrer bleibt bei Aston Es hat ja Martin. mittlerweile Unterschlupf in der Formel E gefunden. Ja. Also ein Race, Ja. Weißt, nicht so, dass er nicht am Racen wäre. Ja, und Sophia Flörsch hat gesagt, die härteste Rennserie, was es gibt. Ja, das ist gut. Ja. Frau, ey. Die hat den Dachschaden seit dem Unfall dort in Macau. Ja gut, sie fährt auch für Opel, das ist auch schon das Problem. Ich Also nicht gegen Opel-Fahrer, aber ja, Opel ist einfach auf, da weiss ich, von was ich rede. Die reden ein bisschen zu viel, statt sie performen. So, sagen wir es so. Ja, Wenn genau. sie performen, wäre das alles kein Problem, was sie sagt. Ja, das ist ja wie die... Ach, das fangen wir wieder drüber an. Also wirklich, es ist jetzt... Aber die F1 Academy, hä? Also jetzt zum Beispiel so eine... Wie hat die andere geheißen, da, die Philippinin? Die fährt jetzt aber auch nicht mehr. Die Bustamante da, von der McLaren Ja. Academy da. Ja, also sorry, die ist ja einfach... Also, die ist ja auch nur... Wie soll ich sagen? Weil sie halt so wie sie aussieht, so erfolgreich gewesen, sage ich jetzt mal. Also so rein von der so Performance her in dem Sport selber ist sie ja jetzt unter dem Durchschnitt gewesen. Also, ich meine, die einzige, wo ich muss wirklich sagen, wo bis jetzt mir ein bisschen geblieben ist in der Formel von der F1 Academy raus, ist da... Ach, ja, geil, das ist schon der Name wieder vergessen. Von Mercedes? Nein, das ist die... Nein, die andere, die Britin. Jamie Die fährt, ja, genau. Die ist ziemlich stark. Weil die hat jetzt auch erst vor kurzem die in einem Rennen auch irgendwie, wahrscheinlich sogar die, wo der Leclerc auffährt, die sind irgendwo ins Bad so gefahren, hat sie gewonnen gehabt. Als erste Frau. Und die ist eben, glaube ich, schon noch vom Speed her und so, ist die schon ziemlich strong. Aber eben, auch da, ich frage mich halt einfach ein bisschen den Sinn von dieser F1 Academy. Weil die Idee ist ja wirklich, dass Frauen sind, die gefördert werden, um dann nachher den Sprung zu haben, natürlich schon auch in die Motorsportwelt. Aber in erster Linie, weil es ja im Namen innen steht, F1, also sprich, dass man irgendwie vielleicht mal einmal in die F1 reinkommen können. Aber von diesen F1 Academy-Fahrern ist ja keiner in der Formel 2. Oder so. Ja, nicht mal Formel 3. Weißt du, kommst nicht mal ins Formel 3 Cockpit über. Wenn, dann musst du nach der Formula Regional umgurken, dann musst du etwas anderes suchen. Also, das wird wie die W-Series. Ich glaube nicht, dass das noch ewig lang verteilt, vor allem weil sie ja die Regel haben, du darfst schon nur 2 Jahre in der Championship sein. Irgendwann gehen die Frauen, die Frauen, also die Fahrer, und dann ist das Ganze wieder für nichts. Ja, das habe ich eben auch ein bisschen das Gefühl. Also, irgendwo finde ich es schade und ich finde es ja auch cool, dass man so etwas versucht und Frauen fördern will. Ganz ehrlich, ich würde es gerne sehen, wie eine Frau in der Formel 1 fährt und irgendwie in einem Stroll oder sonst irgendjemandem den Arsch aufreißt schnell. Aber es ist einfach halt, ja, immer noch sehr, sehr ein Männersport, das muss man schon sagen. Also, ich habe das Gefühl, das wird in den nächsten paar Jahren so bleiben. Das Einzige, was ich gesehen habe, was wirklich könnte, und das meine ich wirklich ernst, was könnte funktionieren, ist, wenn es irgendwie mal ein Team geben würde, das heisst, hey, look, bei uns dürfen nur Frauen fahren. Das wäre das Einzige. Aber da muss hure viel Geld fließen, dass das überhaupt zustande kommt. Und da musst du auch wirklich Frauen haben, die, ja, halt blöd gesagt, einfach auch das mögen aushalten an Leistung und halt einfach auch an körperlich-physischen Dings. Also ich sage jetzt nicht, dass Frauen das nicht mögen verlieren, überhaupt nicht. Aber ich glaube, es ist halt dann doch nochmal ein Unterschied, wenn man jetzt mit einem F1 Academy Auto rumgurkt, wo ja, vielleicht etwa ein Drittel an Leistung hat, wo ein Formel 1 Bolid hat geschossen hat. Aber gerade so die von Mercedes da, die ist jetzt erstmal der 21er gefahren, auch vor kurzem in Silverstone. Oder ich sehe es aus der Folge, sobald man eine Frau im FP1 fährt. Von dieser Academy.
Ja, die letzte ist, wer ist die letzte gewesen? Ist ja, glaube ich, das Ding, Susi Wolf, oder? Susi Wolf, vor etwa 13 Jahren oder so. Oder es hat doch mal noch so eine Carmen gegeben, die bei Lotus war. Carmen. Carmen hätte ich, glaube ich, geheißen. So eine Blonde gewesen, weiss ich jetzt auch nicht. Ich weiß aber nicht, ob das nicht mehr PR-Gag war oder ob die wirklich auch gefahren ist. Also, Susi Wolf ist 2014 ist sie FP1 gefahren. 12 Jahre weiss ich noch. Okay. Ja, das weiß ich noch. 2014 war sie, oder vielleicht 2015, aber ich bin mir ziemlich sicher, es ist eine Diät, wo die Formel 1 Wagen so die hässliche Nase hatten. Das war 2014 gewesen. Also müsste die dort rum sein. Aber ja, Frauen haben es einfach wirklich schwer in dem Sportsegment. Aber wir in der Schweiz haben ja auch unsere Hoffnung, mit der F1 geben. Aber warten wir noch etwa 15 Jahre, bis wir der ja, das wird ein bisschen noch gehen, bis sie wirklich mal in der Formel 1 könnte teilnehmen. Aber wer macht das gut. Gute Fortschritte. Was ich gesehen habe letztes Mal in Wolle, die wird immer besser. Nein, ich habe sie glaube ich noch nie gesehen. Live, nein, ich glaube es nicht, nein. Aber den Kimi haben wir mal gesehen, also Kimi sein Sohn, der Robin. Der hat jetzt auch vor kurzem in Dings gewonnen gehabt. Irgendwie ein Kart Championship, irgendetwas hat er gerissen gehabt. Da bin ich auch gespannt, wie lange das geht, bis der mal ein bisschen in die Open Dings geht oder in die Open Wheel Meisterschaft reingeht oder so. Ja, aber der ist jetzt 12 oder so. Etwa 2 Jahre wahrscheinlich, und dann geht es los. Ja, ich glaube, 12 oder so ist er jetzt, oder 11. Ich weiß nicht. 11, 12. Noch relativ jung, aber ja, wir werden es sehen. Ja, also, hast du noch irgendetwas, was du unbedingt erwähnen willst? Nein. Deine Seite gut? Cooler Pödi gesehen. Ja, also hat Spass gemacht. Nochmal danke vielmals an dieser Stelle, dass du den Monsieur Schäuber ersetzt hast, wo, ich weiß gar nicht, ob wir es gesagt haben, im Militär ist. Habe ich glaube es nicht gesagt am Anfang. Oder ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Also der ist in der grünen Ferien. Darum Grüße gehen raus an Schäuber. Danke vielmals, Simi, an dieser Stelle, dass du ihn wieder, wieder gern. ersetzt hast. Kann man sagen. Nein, bin ich immer froh, wenn ich es nicht alleine machen muss, sondern immer noch einen Gesprächspartner habe. Sonst alleine ist halt nicht so lustig oder beziehungsweise ist halt manchmal ein bisschen monoton. Aber ja, das wäre es gewesen, wie gesagt, von der heutigen Episode vom Unsafe Release. Wir würden uns dann wieder hoffentlich in 2 Wochen wieder hören. Und ja, bis dahin bedanke ich mich recht herzlich, dass ihr den Podcast angelassen habt und wünsche euch schon mal ein schönes Tag, guten Abend, guten Morgen, wenn auch immer ihr den Podcast hört. Und dann hören wir uns wieder das nächste Mal beim Unsafe Release.